Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Lattenknaller-Talk. Ja, dieses Mal zum Spiel gegen Hertha und so ein bisschen zu den Transfer-Neuzugängen. Heute mal nicht im Stream. Wenn ihr euch gerade fragt, warum hört ihr was, warum bewegt ihr nicht die Lippen? Das ist im Hintergrund ist schon mal das Video zum Hertha-Spiel, was ich ja letzte Woche dann schon aufgenommen habe. Aktuell bin ich leider nicht richtig fit. Weiß nicht, ob ich ein bisschen kränkle oder was weiß ich. Von daher heute im Video, nicht im Stream. Ich hoffe, bis nächste Woche geht es wieder ein bisschen besser und dann können wir auch im Stream nochmal über die Neuzugänge quatschen. Aber ich möchte hier gleich mal so ein bisschen meine Meinung zu den Neuzugängen sagen. Und ja, das Ganze ohne Webcam. Wie gesagt, das lohnt nicht. Ich bin nicht wirklich fit, nicht wirklich ansehbar. Aber damit überhaupt was kommt, habe ich mich dazu entschieden, das diese Woche mal so zu machen. Gut, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen rein und hören uns erstmal meine Meinung zum Hertha-Spiel an. Ja, servus Stream. Ja. Viertelstunde am Spiel. Wir kommen direkt zur Zusammenfassung vom Spiel gegen Hertha BSC. Ich denke... Eieiei. Eieieiei. Mit dem blauen Auge davon gekommen. So könnte man das wohl am besten nennen. Bevor ich irgendwas sage, würde ich sagen, schauen wir direkt mal in die Statistiken rein. Ja, 66,9% Ballbesitz. Abseits 2:6, Fouls 13:19. Zweikämpfe gewonnen, 60:40. Das sagt einiges über unsere Einstellung aus, denke ich. Schüsse gesamt 22:10, Schüsse aufs Tor 9:5, Ecken 6:1, Flanken 19:12. Ja, gewonnene Zweikämpfe, Hernandez 10, Davis 9, Levi 6. Ballkontakte, wie man sieht, nicht Bayern-like heute. Kimmich 79, Gnabry 72, Goretzka 72. Gefoult worden, interessiert uns nicht wirklich. Schüsse insgesamt, Devi 13, Gnabry 5, Müller 1. Torschussvorlagen, Müller 7. Richards 3, Davis 2. Ja, dann können wir es auch direkt abhaken. Also, ja, ich denke, wir haben es heute gesehen. Erste Halbzeit, dass wir Sparflamme gespielt haben. Ja, dass wir ganz anders gespielt haben, wie wir sonst gespielt haben. Was verständlich ist, was keine Kritik sein soll. Wir haben es trotz allem souverän gespielt. Wir hatten 2, 3 Chancen. Ich glaube 20. und 30. Wo, also die eine hätte der Levi 100 Pro schon machen müssen. Dann gab es, ja, 2,5 Chancen hatten wir erst Halbzeit. Zweite war noch die vom Gnabry da aus dem spitzen Winkel, wo er einfach mal hätte reinspielen können. Ja, und dann zweite Halbzeit, ja, haben wir so weitergemacht, haben 2 Tore geschossen. Dank Levi, ja, der so nach einer halben Stunde irgendwie ist er dann wach geworden, ist in der Saison angekommen. Man hat es wieder gesehen, ganz andere Körpersprache, ganz andere Körperspannung. Aber auch eher so ab der 30. Vorher war es so wie die beiden Spiele vorher. Hatte ich schon ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann schenken wir es her. Ja, dann schenken wir es wirklich her. Katastrophale Bälle hinten. Katastrophales Verhalten in der Abwehr. Was der Alaba und der Boateng da gespielt haben, hätte der Kaiser gesagt, Schülermannschaft. So, muss man mal ganz klar so sagen. Mir ist jetzt so gerade jetzt aktuell noch das 3:3 im Kopf, Alter. Was hat der Müller da gemacht? Hast du gesehen, wo der Alaba stand? Der Alaba stand vorne am 16er. Der Alaba, der Boateng und der Alaba stand hinten und der Müller geht in den Zweikampf am 5er. Und da gehört ein Innenverteidiger hin, ja, und nicht ein Müller. Ja, ganz komisch, ganz komisch. Alaba war richtig schlecht, Alter. Wenn ich Note geben müsste, würde ich ihm eine 6 geben. War richtig schlecht. Ich habe das auch nicht verstanden, warum der Alaba da aufgestellt wurde. Das muss man ganz klar mal den Flick ankreiden. Ich habe auch nicht verstanden, dass er den Hernandez rausgenommen hat. Ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie ja kein Verständnis für. Weil der Boateng, der Alaba war einfach schlecht, Alter. Und das muss er ja auch gesehen haben. Da hätte man auch den Alaba rausnehmen können.
Und generell hätte ich den Alaba als linken Verteidiger aufgestellt und nicht als Innenverteidiger. Habe ich nicht wirklich verstanden. Wie gesagt, Hernandez war die letzten Spiele für mich mit der beste Mann, der stabilste. Wir haben es heute auch wieder in den Zweikämpfe gesehen. Und ich hätte ihn definitiv als Innenverteidiger aufgestellt. Boateng, ja, weiß ich nicht, ob er sich ein bisschen hat mit runterziehen lassen vom Alaba oder was. Ich habe keine Ahnung. Es war irgendwie... Ja. Es war nicht wirklich souverän, muss man so sagen. Und vor allen Dingen hat man gemerkt halt, dass Hernandez und Kimmich dann draußen waren, ja. Das waren so gefühlt die am Ackern waren, die Zweikämpfe gerissen haben. Ja, und wie gesagt, hinten waren Graus. Auch die Tore davor, also. Kannst ja nicht auftreten eigentlich, ne? Klar, wir können jetzt wieder das Thema Müdigkeit, geistige Frische und so anführen. Trotzdem halt einfach. Wenn ihn da irgendwelche Vertragsverhandlungen so belasten, Alter, dann muss er mal im Sinne der Mannschaft sagen, weißt du was, Trainer, lass mich mal draußen, bis das geklärt ist. Ich denke, wir haben genug Alternativen. Wir hätten im Süden eine Alternative, wir hätten selbst mit Martinez eine Alternative als Innenverteidiger. Ja, meine Meinung dazu. Ich möchte ihn jetzt auch nicht als Sündenbock nehmen. Wie gesagt, generell hinten waren wir komplett unkonzentriert. Ich fand eigentlich, dass der Richards es relativ gut gemacht hat. Ja, auf jeden Fall um Längen besser als der Pavard, wo er reinkam. Der ist ja völlig von der Rolle. Entweder ist der platt, hat sonstigen irgendwelche geistigen, körperlichen Probleme. Ich weiß es nicht. Also, was der da zusammengespielt hat, wie er die Pässe da in der Mitte und die Gegenstöße eingeleitet hat. Ja, da hat der Flick schon vorm Spiel recht gehabt zu sagen, ich muss ihn mal selber vor sich selber schützen und ihn mal draußen lassen. Das war gar nichts, also das war wirklich gar nichts. Das war null. Dass man natürlich den Hernandez dann mal schont. Beim Stand von 2:0 kann ich auch nachvollziehen, weil er halt erst langsam wieder Fuß gefasst hat. Dass man den Kimmich mal eine Pause gönnt beim 2:0, kann ich auch nachvollziehen, weil wir hatten das Spiel bis dahin im Griff. Dass wir es dann so herschenken und dann da nochmal so eine wilde Party entsteht, was ja auf der einen Seite schön anzuschauen war. Hoch und ab der Gefühle. Ja, ohne Levi in der Form, die er heute hatte, ja, wäre es nach hinten losgegangen. Gnabry war Note 5, Alter. Gnabry war ganz, ganz schlecht. Mich hat es gefreut, dass er den Musiala mal ein bisschen früher reingeschmissen hat. Hatten wir ja in der letzten Woche noch angesprochen. Das hat er diesmal gemacht und ich finde, er hat es auch gut gemacht. Klar, das ist ein junger Jost, hat noch ein paar Fehlpässe und sowas drin gehabt, aber er war auf jeden Fall in den 25 Minuten, die er gespielt hat, auffälliger wie der Gnabry über die ganzen 90 Minuten. Ja, keine Ahnung, der war heute wieder so der alte Gnabry, zu eigensinnig. Wieder mit stehen bleiben, mit Abschenken nach hinten hin, weiß ich nicht. Hat mir persönlich nicht gefallen. Ja, ansonsten, wie gesagt, 4:3 durch einen Elfmeter, der übrigens berechtigt war, über die Zielgerade gerettet. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich fand Goretzka und Kimmich gut. Die haben es gut gemacht. Auch Goretzka war echt gut, aber ab der 70. hast du halt auch gemerkt, so, ja, der Akku ist leer, ne? Das hat man bei ihm schon klar gemerkt. Tolisso, ja, Tolisso ist, ja, offensiv, klar, ist er da. Das Ding hätte er natürlich machen müssen aus 3 Metern, das war schwieriger drüber zu nageln, als wie nicht reinzuschießen. Ich glaube, er ist ganz froh, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Ja, aber hinten, weiß ich nicht, ist für mich nicht wirklich ein Sechser. Vielleicht wäre der Martinez die bessere Wahl gewesen, den Ravi reinzubringen. Hat er ja dann irgendwie in der letzten Minute noch gemacht, oder in den letzten 2 Minuten. Hätte er vielleicht eher hätte machen sollen beim 2:0, dass wir ein bisschen Stabilität einfach haben, die uns ja komplett gefehlt hat dann, ja. Wo Hernandez und Kimmich weg waren. Sehr komisch, denke mal, da gibt es einiges zu sprechen beim Flick, denke ich schon. Wie gesagt, man kann das nicht zwar gegen Dortmund. Dortmund ist aber auch eine ganz andere Mannschaft, Alter, wie Hertha, ne? Und dass man die Hertha so ein Spiel zurückholt und das 2-mal. Also, durchatmen. Ja, wir schieben es einfach mal so ein bisschen auf die Müdigkeit, aber trotz alledem
müssten wir eine Mannschaft sein, die dann beim 2:0, ja, dann müssen wir halt den Gegner einfach laufen lassen, ja, so wie wir es früher auch gekonnt haben. Das können wir aktuell nicht. Dafür sind wir viel zu viele Fehlpässe, zu viel Unkonzentriertheiten. Klar kann man das auf die Müdigkeit schieben. Es wird wahrscheinlich auch so einen hohen Prozentsatz damit zusammenhängen. Ja, aber ein bisschen Cleverness, ja. Dann spiel doch einfach den Ball nicht mittig rein. Spiel doch den safen Ball, spiel den quer, spiel ihn hinten rum. Dann ist doch alles gut beim Stand von 2:0. Klar ist das nicht schön anzusehen, dann, ja, aber besser als wie, das wäre, ja, normalerweise wäre es 3:3 ausgegangen, müssen wir uns nichts vormachen, ja. Das war natürlich da, dass er dann der Typ, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, so ungestüm da hinten in der Minute da in so einen Zweikampf geht und den Levi da in der Luft runterzieht. Ja, also reines Glück, selbst schuld, ja. Da wäre sonst nichts mehr passiert, denke ich. Und ja, Levi war auch der einzige Offensive, der so ab der 30. rum wach geworden ist, ja. Müller war stets bemüht und hat nichts auf die Kette gekriegt heute. Wirklich gar nichts. Denke mal, das merkt man auch bei ihm so ein bisschen. Bemüht war er. Das Schöne ist jetzt Länderspielpause. Der Müller kann entspannen. Das ist schon mal gut. Wir können froh sein, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt. Ansonsten bei den Franzosen muss man gucken. Ich denke, die werden alle zur Nationalmannschaft gehen müssen. Ja. Ansonsten, wir werden sehen. Martinez, denke mal, oder ich hoffe, er bleibt. Wir werden es ja dann bis wir uns das Video hier angucken, wissen wir das ja. Mich würde es freuen. Er ist dann auch auf jeden Fall ein bisschen fit. Ja, Davies, man hat es gesehen, war bei den Zweikämpfen ganz vorne mit dabei. Aber ansonsten schwach heute auch, ja. Hat einfach die Idee gefehlt. Mein Hertha stand auch hinten massiv. Wo er dann nach hinten gewechselt ist, hat auch ein bisschen so die Frische gefehlt, fand ich. Aber kein Vorwurf, der Junge ist 19, dass er nicht irgendwie das Level hält, was er jetzt zum Ende hin hatte, ist auch klar. Und dass er dann nicht der Redelsführer ist, wenn die Mannschaft platt ist und das Heft in die Hand nimmt, sollte auch klar sein. Das macht ja aktuell so ein Kimmich so ein bisschen. Und wie gesagt, der Hernandez für mich. Ja, ansonsten, was können wir sonst sagen zum Hertha-Spiel? Ecken und Freistöße, wir müssen das mal trainieren, wa? Also es gab mal Trainer, die haben das wirklich trainiert. Vielleicht wäre das mal eine Idee, das einzuführen wieder bei uns. Das war ein Graus. Ja, das war ein absolutes Graus. Ich weiß nicht, wir hatten so viele Freistoßsituationen, wir haben es ja gerade gesehen hier, Statistiken. Wir hatten so viele Fouls gegen uns eigentlich. 18, 19 Stück. Und da waren wirklich ein paar in guter Posi und wir haben es einfach hergeschenkt, bis auf einmal halt. Ecken, die 6 Stück. Ja, auch, ich glaube, der Kimmich hat 3 getreten. Oder 4, dann war er ja raus. Aber selbst dann die Ecken, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir waren da mal eine Hausnummer vor 2 Jahren unter Kovac. Ich glaube, der Kovac hat das trainiert. Ja, dass uns da vielleicht aktuell die Zeit fehlt, keine Ahnung, aber wäre mal so ein Denkanstoß, mal ein bisschen Standards einzustudieren vielleicht. War mal eine gewisse Stärke von uns. Und jetzt so in dieser Phase, die wir aktuell haben, denke ich mal, wäre das nochmal eine Waffe. Ansonsten, ja, flankentechnisch, ja, die Außen waren heute nicht wirklich gut, ne? Nach vorne hin. Also Davies war ziemlich wenig durchgesetzt. Gnabry war gar nichts. Da fand ich noch den Richards am besten. Der hat 2, 3 Flanken da reingebracht, ich meine, hat auch die Vorlage gegeben zum 2:0. Die noch ganz gefährlich waren. Ansonsten war das auch schwach. Was hatten wir? 19 Flanken, ja. Keine Ahnung, lass davon 4, 5 vernünftig gewesen sein. Ja, aber wie ich schon letzte Woche sagte, ich denke, wir werden die nächsten Spiele alle so sehen. Aber natürlich ist es nicht unser Anspruch jetzt. Was haben wir jetzt? 3 Spiele, 9 Gegentore. Also 3 im Schnitt ist schon hart. Ja, ist schon hart für uns. Ich glaube, das haben wir gefühlt in der letzten Saison in der Hinserie gehabt. Oder in der Rückserie, wo der Hansi übernommen hat. Nichtsdestotrotz, punktemäßig ist alles tutti. Wir haben 13:7 Tore. In der Bundesliga alleine. Ja, so haben wir 10 sogar kassiert. Ja, okay. 10.
Ja, darfst du keinen erzählen. Ne? Darfst du keinen erzählen, das mit den Abwehrleuten, die wir haben. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er den Hernandez in der Innenverteidigung lässt. Der hat es wirklich gut gemacht, der hat das Heft da in der Hand genommen und ich denke, ja, der Alaba muss es dann auch mal verschmerzen, Alter, wenn man halt sagt, er spielt hinten links. Also, Hernandez ist, also für mich ist der Alaba auch der bessere linke Verteidiger, ja, weil er einfach mehr Speed hat und sowas. Und mehr Offensivdrang auch, deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Und als Innenverteidiger war der Alaba heute einfach eine Note 6. Ne? Keine Ahnung, was den Hansi da geritten hat. Man hätte auch im Spiel mal sagen können, komm, stellt mal eben um. Ich meine, ist ja keine Schande. Ich denke, ein Süle, der unser Abwehrchef in der deutschen Nationalmannschaft ist, ich denke, der kriegt das wohl auch hin, unsere Abwehr zu dirigieren. Und so gut hat das ja heute auch nicht geklappt, wie man gesehen hat, wenn der Alaba das da dirigiert. Mit dem Abseits, das hat heute nicht wirklich gut geklappt, auch nicht. Der Cordoba hat beide Innenverteidiger richtig genatzt. Ne? Ich glaube halt, das wäre so ein Hernandez, wäre da ein bisschen anders hingegangen. Oder auch ein Süle. Ja, fand ich schwierig heute, sagen wir es mal so. Aber wie schon sagte letzte Woche, wir dürfen auch nicht zu viel meckern, zu viel draufhauen. Wir werden noch viele Spiele diese Saison sehen, die so ablaufen. Bin ich mir sicher. Ich denke nicht, dass wir irgendwann die Kurve kriegen. Ich kann ja mal eben gucken. Was können wir natürlich dann auch besser im Stream machen. Aber wir können ja mal so Dezember. 18. bis 21. Dezember. Also wenn wir viel Pech haben, spielen wir am 21.12. Und haben das nächste Spiel am 2.1. Das ist die Winterpause. 10 Tage, Leute. 10 Tage. Ich meine, wenn wir Glück haben, spielen wir am 18.12. und dann erst am 4.1. Aber das ist jetzt hier noch ohne Champions League Spiele dazwischen. Ich kann noch mal gucken, wann das letzte Champions League Spiel ist. Champions League. 11.12. Ja, 11.12. So, was war jetzt Bundesliga? 21. oder was, ne? 18. bis 21. Ja, ich bin gespannt. Also wie ihr seht, und ich glaube nicht in den 10 Tagen, dass da irgendwas geht. Also ich denke, wir werden diese Saison viele solcher Gespräche führen, viele solcher Thesen hier aufstellen und wichtig ist einfach, wir müssen die Abwehr in den Griff kriegen. Also ich meine, gegen Hertha 3 Tore zu kassieren ist halt einfach ein Witz. Ne? Gegen Hoffenheim 4 zu kassieren war auch ein Witz. Gegen Dortmund ist das okay, dass er da 2 kassiert mal. Aber ich denke, das sollte jetzt erstmal so das Hauptaugenmerk diese Saison sein. Ich denke, nach vorne haben wir immer die Qualitäten, zumindest wenn Levi Normalform hat. Wenn der Müller ein bisschen wieder Power hat. Er hat jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich denke, darauf wird es ankommen. Und ja, ich meine, so gut wie der Alaba das gemacht hat, wenn er halt das jetzt aktuell nicht kann, warum auch immer, ja, weil wahrscheinlich die Vertragssituation ihn schon belastet irgendwo. Und auch, dass die Fans so reagieren, wie ich halt auch reagiere, kann ich verstehen. Ja, aber dann stell ihn halt auf den linken Verteidiger oder stell ihn gar nicht auf. Ganz einfach. Ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Und ich hätte den Musiala auch gerne mal von Anfang an gesehen. Ich meine, der Richards hat es auch okay gemacht. Ja, war jetzt nicht so schlecht. Dafür, dass er auch kein rechter Verteidiger ist. Aber ich denke, wir werden noch einen rechten Verteidiger kriegen. Und ansonsten gucken wir mal, wer sonst so gekommen ist. Und damit übergebe ich wieder am Zagos und würde sagen, wir verlieren noch ein paar Worte zu dem Spiel, falls irgendeiner eine Meinung von euch dazu hat. Ansonsten reden wir mal über die Neuzugänge, die noch gekommen sind. Bin gespannt. Gib zurück ins Studio. Jo. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu unseren Transfers. Erstmal, ja, das ist unser Kader, wa? 26 Spieler jetzt. Der letzte Tag hat der Bratzo ja nochmal alles gegeben. Und ja, also wenn wir uns das jetzt nochmal angucken.
Ja, ich weiß nicht, warum der Nübel hier unter Top-Zugang ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal unsere Zugänge so ein bisschen durch. Fangen wir an hier mit dem Nübel. Ulreich ist ja weg jetzt nach Hamburg. Ja, zum Nübel hatte ich ja schon mal in einem anderen Video was gesagt. Ja, keine Ahnung. Muss man einfach mal abwarten, wie er sich entwickelt. Hätte auf Schalke ein gutes Jahr gehabt, hat auf Schalke schlechte Phasen gehabt. Also keine Ahnung, ich denke mal so als Nummer 2. Ja, aber selbst als Nummer 2 sollte man halt schon. Also wenn ich so zurückdenke und mir so die Fehler im Kopf sind, die er sich auf Schalke gerissen hat, kann er sich bei uns halt einfach nicht leisten. Aber klar, wenn du einen Stammtorwart in der Bundesliga für lau kriegen kannst, hat der Bratzo alles richtig gemacht. Dass der Ulreich jetzt gegangen ist, ja, wir werden sehen, ob uns das schmerzen wird oder nicht. Je nachdem, wie fit der Neuer ist und wie heiß er ist und ob er die ganzen Spiele alle 3 Tage durchziehen kann und will und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob bei ihm Spiele zugesichert wurden, dem Nübel. Ja, wenn, dann er wird die definitiv dann nicht bekommen. Dann werden wir eine Strafe zahlen müssen. Also ich denke nicht, dass der Hansi sich auf sowas einlassen würde. Ja, muss man sehen, ne? wie er sich entwickelt. Also kann so und so gehen, denke ich. Gut, Tanguy Nisazu. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Marktwert 11 Mille, Franzose. Ja, 18 Jahre alt, wie man sieht. Kann ich gar nichts zu sagen, Leute. Kann ich gar nichts zu sagen. Aktuell verletzt. Aber auf dem Weg der Genesung. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne ihn gar nicht, habe ihn gar nicht gesehen. Und von daher, ja, lassen wir uns da überraschen, ob er einschlägt, ob nicht. Aber auch hier ablösefrei. Von daher alles richtig gemacht, denke ich. Das ist ein Talent. Und ja, entweder geht er den Schritt, den der Davis gegangen ist, oder halt nicht. Und wir lassen uns überraschen. Ansonsten, wie ich ja letzte Woche noch im Stream gesagt habe, die Frage, was ich denke, was sicher noch kommt, ist ein rechter Verteidiger. Und da ist ein rechter Verteidiger. Auch zu ihm kann ich gar nichts sagen. Französischer Fußball ist nicht wirklich mein Metier. Olympique Marseille ist jetzt nicht so schlecht in Frankreich und spielt auch international und so weiter. Ja, wir haben, glaube ich, 10 Millionen bezahlt. Wahrscheinlich noch mit 1, 2 Bonusse, wenn irgendwie welche Ziele erreicht werden. 28 Jahre ist jetzt kein Talent, so wie es vorher im Gespräch war mit dem Dest, der nach Barca ging. Das waren ja dann noch die 2 englische junge Joyster im Gespräch. Das scheint ja auch nicht geklappt zu haben. Und ja, auch hier kann ich nur sagen, lassen wir uns überraschen. Klar, man muss nicht immer 19-, 20-Jährigen holen. Ich denke, mit 28 hat er noch 3, vielleicht 4 gute Jahre. Beste Fußballeralter. Aber ja, man hat jetzt nicht viel von ihm gehört. Ich denke, er wird bei uns nochmal einen Schritt machen müssen, wenn er irgendwie einen Stammplatz haben möchte. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Soll schnell, flink, agil sein. Ich denke, beim Pavard hat man es gesehen, der ist mega überspielt. Ich denke auch, wir kamen nicht drum herum, einen rechten Verteidiger zu holen. Auch wenn der Richards es gegen Hertha gut gemacht hat. Aber ist halt auch eigentlich ein Innenverteidiger. Gut, was jetzt nicht so das Mega-Problem ist, aber als rechter Verteidiger ist der Richards mir auch ein bisschen zu langsam, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich denke, gerade bei unserem Spiel ist es schon wichtig, dass wir da Leute haben, die die Attacke machen können. Sowohl nach vorne wie auch nach hinten, ja. Und ja, auch da können wir uns nur überraschen lassen. Dass wir noch jemanden holen, war klar. Dass es er geworden ist, ja. Ist halt so. Marc Rocker. Ja.
denke, auch hier haben wir alles richtig gemacht. 16 Millionen Marktwert, wir haben auch irgendwie 9 oder 10 bezahlt. Sollte letztes Jahr, war er lange im Gespräch für 40 Millionen. Vor Corona. Ja, ich denke, da haben wir alles richtig gemacht. Ist jetzt kein 19-Jähriger, ist aber 23. Und für das Geld, ja, definitiv. Also aus meiner Sicht wird er einschlagen bei uns. Klar, muss man auch mal abwarten. Aber das Wichtigste ist ja, Javi ist geblieben. Ja, zumindest erstmal bis zur Winterpause. Dann, wer weiß, werden die Karten neu gemischt. Aber das ist natürlich schon mal super. Der kann den ein bisschen einführen bei uns, alles zeigen und so machen. Und gerade privat ist sowas ja auch immer wichtig, dass man vielleicht so einen Landsmann hat. Und ich denke auch, dass er noch viel lernen kann vom Javi. Und ja, wenn er das tut, wenn er da Lust drauf hat, denke ich, kann das in Zukunft ein wichtiger Faktor werden. Ja, weil so der defensive Part, also der richtig defensive Part, fehlt schon so ein bisschen aktuell bei uns, ne? Im Spiel. Ich meine, gut, den hatten wir jetzt die letzten Spiele eh nicht mehr. Der Thiago war jetzt auch nie so ein richtig defensiver Part. Mal abwarten. Also ich bin da guter Dinge und ja, freue mich drauf, den bei uns zu sehen. Und bin auch da gespannt, wie er sich entwickelt. Ja, bevor wir allgemein was sagen, gehen wir erstmal weiter. Gut, Sané brauchen wir nichts zu sagen. Haben wir auch alles richtig gemacht, denke ich. Dass er doch Zeit braucht, dass er nicht richtig fit ist, dass er jetzt auch schon wieder angeschlagen ist und so weiter. Ja, da werden wir auch Geduld haben müssen. Ich denke, das wird sich die Saison durchziehen. Gerade unsere Außen sind alle irgendwo immer so angeschlagen. Coman auch. Gnabry, ja, wenn man schon sagen muss, dass der Gnabry so der robusteste ist, sagt auch schon alles aus. Und von daher kommen wir gleich zum nächsten Last-Minute-Zugang. Zum Douglas Costa, alter Bekannter. Ja, finde ich super. Ich persönlich finde es super. Ich habe ihn damals bei uns auch gemocht. Klar, er ist bei uns ganz stark angefangen, ist dann ganz stark abgefallen. Aber ja, ich denke, sowas muss sich dann auch irgendwo ein Trainer dann mit auf die Fahne schreiben. Und ja, der Uli springt wahrscheinlich im Dreieck. Ja, soll uns aber egal sein. Ich denke, wir haben dann einen super Fang gemacht, für ein Jahr ausgeliehen. Danach hat er nochmal ein Jahr Vertrag. Also ich denke, selbst wenn wir ihn dann verpflichten wollen würden, ja, ob das dann nochmal Sinn macht oder sei mal dahingestellt. Ja, aber für mich, er kann auf beiden Seiten spielen. Und er war auch immer robust. Und bin gespannt, ob er noch Bock hat. Und dann denke ich, wird er uns auf jeden Fall weiterhelfen, ja. Definitiv, weil ich schon sagte, wir sind halt echt anfällig auf den Außen. Und wenn man das auch so sieht, so Gnabry und sowas, wenn der halt einfach keine Power hat, kannst du den halt einfach auch knicken, ne? Von daher sind wir jetzt doppelt besetzt und ja, mal abwarten. Den einzigen Neuzugang, ja, hatten wir ja auch schon im letzten Stream ein bisschen drüber geredet. Eric Maxim Choupo-Moting. Also ich fand ihn früher gar nicht so schlecht in der Bundesliga. Braucht halt auch einen Trainer, der so auf ihn zählt. Habe ich so zumindest immer so das Gefühl gehabt. Ich denke, da ist er beim Hansi gut aufgehoben. Kostet uns nichts, ist ablösefrei, hat auch nur ein Jahresvertrag, so wie Costa übrigens auch. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ist jetzt keine Kanone. Hat es jetzt aber so in Paris jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Hat nie rumgemosert. Er wird auch wissen, worauf er sich eingelassen hat. Das Schöne ist halt einfach, er kann halt auch links außen spielen. Von daher bin ich schon der Meinung, warum nicht? Ja, klar, er kann als Stürmer auch spielen. Aber halt wichtig, er kann auch den Müller ersetzen als hängende Spitze. Und der kann, wie gesagt, links außen spielen. Das heißt, wir haben für die Außenbahn eigentlich 5 Spieler. Wenn du noch den Davis dazu nimmst, hätten wir sogar 6 Spieler. Und damit sind wir doch ganz gut aufgestellt, denke ich. Generell zu den Transfers, so jetzt ja, am letzten Tag. Ja,
ich meine, man muss das nehmen, was auf dem Markt ist. Ja, klar, ich hätte mir den Mann schon gewünscht, dass er nochmal ein Jahr kommt bei uns. Weiß ich nicht, ob er vielleicht vom Charakter nicht reingepasst hätte oder was. Weiß ich nicht, was da die Beweggründe waren, dass er nicht gekommen ist. Aber ansonsten denke ich, sind wir vom Kader, von der Breite her jetzt wieder ganz gut aufgestellt. Die Diskussion, die ja da ist, ist halt einmal mit dem Richards. Ja, da kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Er wird schwer in der ersten Mannschaft dann jetzt, wenn 2 rechte Verteidiger da sind. Ich denke, Innenverteidiger sind mehr als genug da. Ja, aber mal sehen, wie er sich macht. Ne? Ich meine, es hängt ja auch immer ein bisschen von den Jungs selber ab. Und damit sind wir schon beim Zirksee, weil da ja irgendwo so die Diskussion war. Ja, beim Usala genauso stellt man die Leute jetzt zu mit den Erfahrenen. Ja, sehe ich nicht so. Ja, also erstmal vorne, ja, logisch, wenn Levi fit ist und Bock hat, geht kein Weg an ihm vorbei. Allerdings wird es so sein, dass er seine Pausen kriegen wird. Da müssen wir uns nichts vormachen, wer sich mal den Spielplan anguckt. Wie ich ja auch schon sagte, wir haben kaum eine Winterpause, irgendwie max 10 Tage. Also da ist nichts mit Erholen oder sowas. Und dann ist noch EM, ja. Kommt auch noch dazu. Also die nächste Saison wird wahrscheinlich auch nicht anders starten. Also von daher wird jeder seine Chancen kriegen, ja. Und es kann natürlich auch passieren, dass sich einer verletzt, ja. Was ist, wenn der Zirkse sich verletzt, dass der Levi sich verletzt oder der Choupo-Moting oder wer auch immer. Man hat halt einfach eine Alternative mehr. Und das heißt ja nicht nur, weil der Choupo-Moting jetzt gekommen ist, dass jedes Mal der Choupo-Moting eingewechselt wird für den Levi. Ja, das hängt jetzt halt ein bisschen am Zirkse. Ich denke, ein bisschen Konkurrenz für ihn wird auch nicht schaden. Und das wird man jetzt halt sehen, aus welchem Holz er geschnitzt ist irgendwo, ne? Klar, verstehe ich auch das Argument, jo, der ist 19, der braucht Spiele, der braucht Spiele, der braucht Spiele. Ja, sehe ich immer so zweideutig. Beim guten Verein, ja, würde ich recht geben, ja. Aber ich denke, wenn man bei so einem Verein trainiert, wo er bei uns trainiert, ist das halt auch schon was ganz anderes, als wenn er irgendwo in der holländischen Liga da bei irgend so ein Wurstverein rumkrepelt, da dann aber spielt. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich denke, auch da muss man gucken, wie es sich entwickelt. Ansonsten wird er vielleicht in der Winterpause verliehen werden. Ich würde es mir auch wünschen, wenn er bleibt. Wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass jetzt jedes Mal irgendwie der Choupo-Moting da eingewechselt wird als Stürmer. Ich denke, das ist auch je nachdem, wer Gegner ist oder wer nicht. Und wenn der Zirkse seine Leistung bringt, ja, warum denn nicht? Na? Also wir haben den Choupo-Moting jetzt nicht geholt und haben gesagt, jo, du bist jetzt hier der erste Ersatz. Ja, wenn der Zirkse bessere Leistung bringt, wird er spielen. Fertig. Ganz einfach. Dasselbe bei Musiala. Da ist natürlich ein bisschen schade, ja. Weil er wird es natürlich jetzt richtig schwer haben. Keine Frage, zumindest wenn alle 4 fit sind. Ich meine, solange 5 Wechsel erlaubt sind, geht es vielleicht noch. Aber später, wenn dann nur 3 Wechsel erlaubt sind, wird es echt schwer werden. Ja. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist natürlich ein bisschen schade, ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Genauso beim Richards halt. Ja, muss man mal abwarten. Aber im Endeffekt liegt es auch da so ein bisschen an den Jungs selber, ne? Ich meine, gerade auf Außen ist es ja oft so, dass wir 2 Verletzte haben. Ja, oder 2, die außer Form sind oder wie auch immer. Und ja, ich denke, wir werden dann jetzt auch sehen, ob der Flick wirklich so auf die Jugend setzt oder nicht. Weil wenn er das tut, dann werden die auch wieder ihre Einsätze bekommen. Wir spielen alle 3 Tage. Das die nächsten Monate. Von daher sollte das nicht das Problem sein, zu rotieren. Die Frage ist halt, ob der Flick ein Trainer ist, der rotiert. Ja, habe ich bisher nicht so gesehen. Kann sein, dass er sich jetzt anpasst. Der Kader ist dafür da, jetzt definitiv mit den Neuzugängen. Gibt eine Menge Alternativen mehr. Und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, so viel kann man nicht sagen. Klar,
Choupo-Moting wissen wir, was wir zu erwarten haben. Ist jetzt keine Koryphäe, ja. Von daher sehe ich das auch nicht so, dass der Zirkzee da irgendwie zugestellt ist. Wenn der Zirkzee gute Leistungen bringt, ja, kann der Choupo-Moting als Stürmer definitiv in die Tasche stecken. Ich sehe den Choupo-Moting so eher so nochmal als Außenspieler-Backup. Aber kann natürlich auch ganz vorne spielen, aber da sehe ich eigentlich den Zirkzee eher. Aber ja, da muss man mal gucken, wie der Flick das sieht. Costa, denke ich, ist eine safe Nummer, so wie Perisic letztes Jahr. Für ein Jahr ausgeliehen. Haben wir nichts verkehrt gemacht. Ja. Selbst wenn er kaum spielen würde, ja, hätten wir nichts verkehrt gemacht, ja. Ich finde es gut. So kriegt der Gnabry wenigstens mal ein bisschen Druck, weil der Gnabry ist immer so alternativlos bisher gewesen, ja, weil er meistens der war, der fit war, der nicht verletzt war, der nicht angeschlagen war und da hat er jetzt auf jeden Fall ja, Konkurrenz. Sané ist klar. Rocker bin ich gespannt, ob er auch seine Chancen kriegen wird im Mittelfeld. Ja, ich wünsche es mir. Wobei man natürlich auch sagen muss, Tolisso ist natürlich auch noch da, ja. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Klar, der spielt eigentlich ein bisschen weiter vorne. Wenn man das jetzt so sehen würde, ist so der Rocker eigentlich so der defensivere Part, Tolisso so der offensivere Part, denke ich, dass Tolisso nicht ganz so defensiv stark ist, haben wir in den letzten Spielen gesehen. Ja, und ansonsten haben wir noch hier die Überraschungstüte, Bunassar. Bin ich gespannt, rechter Verteidiger. Ja, für kleines Geld. Er hat allerdings, glaube ich, 2- oder 3-Jahresvertrag oder sogar 4-Jahresvertrag. Hier Vertrag bis 2024, 4-Jahresvertrag. Also ist schon auf lange Sicht, im Gegensatz jetzt zum Costa und Choupo-Moting. Von daher scheinen sie ja schon überzeugt zu sein von ihm. Und ja, wir werden es sehen. Ich denke auch da ein bisschen Konkurrenzkampf auf der Position ist nicht verkehrt. Und man hat nochmal eine Alternative mit ein Pavard auch als Innenverteidiger, ja. Obwohl wir da eigentlich eh keine Probleme haben. Ja, und dann haben wir hier noch die Überraschungstüte. Da muss man einfach mal abwarten, kann er halt Innenverteidiger spielen, defensives Mittelfeld. Einfach eine Alternative mehr, denke ich. Und Nübel fürs Tor. Ja, das sind die Neuzugänge. Ja, wie ich sagte, ich denke, Brazzo hat alles gut gemacht in meinen Augen. Choupo-Moting, ja, kann man so ein bisschen drüber streiten. Aber ist halt einfach in die Breite verbessert, ja. Ich meine, er kommt von Paris, hat da halt auch als Joker ab und an mal ein Tor gemacht. Und ich sehe es nicht so, dass der Zirkzee da irgendwie zugestellt wird. Musiala sehe ich schon so, das ist ein bisschen schade. Weil wenn man den Choupo-Moting jetzt auch noch für die Außenbahn rechnet, für links. Ja, könnte schwer werden, aber auch da. Mal abwarten, ja. Einfach mal abwarten. Ansonsten ist doch schön, wenn er kann er nochmal, ist jung, der Junge, also der kann er nochmal ja in der 3. Liga spielen und das ist eine besondere Situation, deswegen haben wir ja auch die beiden mit den Einjahresverträgen einfach geholt, einfach in die Breite gesehen und ansonsten haben wir vorher einen guten Kader gehabt, ja, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Was halt einfach gefehlt hat, war die Breite halt, wenn sie halt mal 1, 2 verletzt sind oder dass 1, 2 mal Pausen brauchen. Es ging ja nicht darum, jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie noch eine Bombe, die uns mega verstärkt. Ja, darum ging es ja gar nicht. Und ich denke, das haben wir gut gemacht. Und ja, den Bunassar als Rechtsverteidiger muss man mal abwarten. Kann ich gar nicht einschätzen. Aber er ist ein gelernter rechter Verteidiger. Und ja, wird schon ein bisschen internationalen Standard haben. Von daher sollte es für die Bundesliga auch locker reichen. Mache ich mir also auch keine Sorgen. Ja. Ich denke, das ist meine Meinung zu den Transfers. Wie ich sagte, wir können da gerne nächste Woche nochmal im Stream zu schnacken, wenn ihr da Meinung zu habt. Wenn ich wieder ein bisschen fitter bin, hoffe ich. Und von daher werde ich das jetzt hier auch beenden, ohne noch groß rumzueiern. Da können wir lieber dann mal einen etwas längeren Stream machen und da ein bisschen auf die ganzen Geschichten auch nochmal eingehen. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Bis nächste Woche. Hoffentlich im Stream, wenn ich fit bin. Ansonsten lasse ich es euch wissen. Tschüssi!